Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission «Der Blick auf Europa». Wir sind das Woche zu Straßburg gewirrscht. An E-Sujet hat sollen dominieren, das ist das Freihandelsaufkommen mit den Amerikanern, der sogenannten TTIP. Das ist aber relativ stark umstritten gewirrscht bis an den letzten Moment. Die brauche ich nicht zu wundern, das ist an der Gesellschaft umstritten, das ist auch hier umstritten. Ich werde doch darüber gehen, ob schon dat Wort an noch den Debat reportiert gin ass mich werde ich dann her nur noch erklären für was. Ich meine, ich komme am net erlernt für ein nächstes Sujet zu sprechen, an dat ass vun Europa geguckt op Lützeburg, wo letzte Woche den Referendum aufgehalten gin ass. An zu dem Referendum hanne ich, dat ich muss an ich man doch ger fir zo e paar Sachen zu sagen. Was mich besonders gefreut hat, das ist, dass eigentlich das Instrument Referendum aber unerkannt ging als an der Gesellschaft. Wenn man mit den Leuten schwätzt, da fanden sie das trotzdem gar kein so schlechtes Instrument. Auf jeden Fall als diskutiert ging über den Defizit, den wir haben von der Demokratie am Anfang. Und das ist ein Sujet, der immer mehr groß geht, der immer mehr stark geht, aber wie der den du anschlägt, für eine Lösung zu finden, das ist auch ein Referendum mit klar geht. Das heißt, das nicht zu sagen, und ich meine, dadurch können Sie behaupten, dass alles sich aber mehr oder weniger das Ausländerwahlrecht gehandelt, gedreht wird, und dass Lützeburger nicht bereit ist, dafür, weil auf der anderen Seite fährt, seine Identität abzugehen, mit all den Verlusten, die das bedeutet. Und ich meine, Identität ist wichtig, das wird voll gewissen, das haben Leute gewissen, als Kultur, als Gewöhnlichen, besonders auch als Spruch. Und ich meine, das müssen die Verantwortlichen von der Regierung stellen an den nächsten Wochen am Monaten. Und auf dem Gebiet, wie gesagt, neue Lösungen proposieren, darauf schaffen. Und ich meine, das können wir nicht mehr zusammen machen, wenn wir keine Spaltung von der Gesellschaft weiter wollen, zustande bringen. Das sind aber nach außer dem Identitätsverlust eigentlich ist es aber auch ein Protest gegen die aktuelle Regierung. Da können die nicht lernen, das ist so frappant, das ist so deutlich, und auch am Gespräch mit den Leuten auf Viergängen. Die Leute haben es genug mit dem Abdrängen, mit dem sich befirmund fühlen von einem neuen Gesellschaftsmodell, von einer sogenannten Modernisierung. Und da hat der Lützeburger auch eine ganz Partie konservativ Reflexion, eine ganz konservative Haltung, und hat die auch deutlich gewiesen. Das heißt, wir haben es genug mit dem Identitätsverlust, mit dem Souveränitätsverlust. Mir geht immer mehr ausgelehrt, geht am Anfang als ein Modell abgedrängt, den wir an und für sich nicht wollen, und das deutlich zum Vorschein kommt. Auch die Regierung mit all den Aktionen, mit all den Prozessen, die sie am Gang sind, anzulegen, leihen meiner Meinung nach neben dem Deal, leihen auf der falschen Piste, für das zu machen, für das durchzuziehen. Und das wird völlig gewissen. Das ist an der Schulpolitik der Fall, das ist an der Finanzpolitik der Fall, das ist an der Steuerfragen der Fall. Das heißt, all die Sachen haben die Leute abgeworfen. Ich meine auch, können Sie sagen, dass die Familienpolitik besonders die Leute Herz leidet mit den Neuerungen, die da kommen. Sie sind Leute nicht zufrieden, nicht d'accord, sozusagen auch Arbeitsmarkt, Wohnungsbaumarkt, überall da, wo die Regierung angetreten ist mit der sogenannten großen Erneuerungspolitik. Wie gesagt, da sind Leute mit dem aktuellen Regieren nicht zufrieden, und das haben sie ganz deutlich gewiesen. Und ich meine, dass in dem Moment auch die Regierung, die sich ganz stark auf Frau muss stellen, an die nötigen Lehren daraus muss zählen. Aber nicht allein. Ich meine, es sind noch viele Akteure, die hier müssen daraus hier Lehren ziehen, auch verschiedene Führungskräfte an der Wirtschaft, an den Gewerkschaften, an den ONG, an der Zivilgesellschaft, die sich hier ganz stark für die Jo ausgesprochen hatten, müssen umdenken. Da müssen sagen, sind ich wirklich am richtigen Film, sind ich am richtigen Weg für heute Leute, wie gesagt, etwas abzudrängen, was sie an für sich nicht wollen. Ich meine, dass auch, wie gesagt, ganz große Teile von den Medien müssen sich vorstellen, die Leute wollen eine Berichterstattung, aber wollen nicht befirmund gehen. Die Leute sagen, wir wissen selber, was wir dort machen. Wir wollen nicht von Journalisten und so weiter gesagt kriegen, was wir zu wählen haben. Auch TNS Ilres de Meinungsumfragen gewiesen, dass den do komplett erlernt leid, und dass auch die müssen hier Methoden vorstellen, ob das noch immer an diese Zeit passt. Ich meine, das ist nicht ein Problem von Lützeburg lang, das auch an England wird gewiesen, hat kein vorausgesucht, dass David Cameron zum Beispiel eine absolute Majorität geben kriegt. Soweit zu dem Referendum. Ich meine, da sind bleiben nach froh. Was mich aber gefreut hat, besonders das auch deutlich rauskommt, dass hier kein Wort gegen die Ausländer.
Es sind 2 Organisationen, die ich am Fong will herheben, die ich hun ja aber trotzdem alles verfolge. Und ich will so eng Organisation wie das, die zum Beispiel heute eng ganz sachlich Kampagne gefordert mit ganz guten Argumenten für die Jahr. Ich meine auch eng CGFP muss rausstreichen, hat eng Kampagne gefordert für den Nee, aber trotzdem ganz moderat, ganz sachlich, ohne sich zu enger Hetz zu verfeiern zu lassen. Ich meine, das sind Organisationen, die das wirklich ganz gut gemacht haben, sowohl die eng wie auch die anderen. Und ich meine, auf den Diskussionspunkten, mit den Argumenten soll ich weiter schaffen, mit den Argumenten soll ich weiter umgehen, an die dort Richtung weiter Politik machen. Ein zweites Sujet, wie gesagt, ich hatte am Anfang gesagt, TTIP ist für uns ein ganz wichtiges Sujet. Ich will nicht weiter auf den Inhalt eingehen, weil den Inhalt meine ich als nicht ernst, was wir da gesagt haben, wie das wir auch schon letztes Jahr an unserer Kampagne elektoral gesagt haben als CSV. Wir kommen noch nach einer extra Sendung darüber zurück, europäische Impressionen. Wir sorgen natürlich, dass ein hoher Verbraucherschutz, dass eine hohe Lebensmittelsicherheit bestehen bleibt, dass die Sozialrechte nicht touchiert gehen. Alles das werden wir dafür antreten. Als Umwelt und für die Höchststandards, die wir in Europa haben, dürfen heute in den Verhandlungen nicht zum Opfer fallen. Und aber muss ich sagen, dass eine extrem Wichtigkeit daran liegt, eine große Opportunität daran liegt, für so ein Aufkommen auszuhandeln. Die 2 mächtigsten Wirtschaftsblöcke von der Welt, wenn die nicht fertig bringen, Standards zu setzen, dann setzen andere Standards für uns. Und am asiatischen Raum sind am Gang, Blick sich zu bilden, rund um China, mit Japan zusammen, mit Russland zusammen. Und ich werde, wenn wir nicht fertig bringen, Standards nicht zu setzen, da setzen diese für die ganze Welt, weil wir sind an einer globalisierten Welt, Handel geht über die Grenzen rausgetrieben an der ganzen Welt. Aber wie gesagt, wir müssen hier Ball bleiben und wir müssen Standards setzen, so setzen andere für uns. Und ich meine, dafür auch meine Haltung als von Anfang an gewirrscht, kann man handeln, kann man verhandeln, aber kann man zeigen, dass dort nicht zurück, aber wir wollen von dem Aufkommen nicht wissen. Dafür, was sich herausgestellt hat, das heißt, wir hatten ja am Interausschuss, am Ausschuss, den sich den internationalen Handel kümmert, hatten wir eine Position ausgehandelt, wo wir einen großen Akkord gefunden hatten unter den einzelnen politischen Fraktionen. Den ist immer vorgestellt, gehen wir zu Straßburg, für an Pläne zu gehen, waren 116 neue Amendementen rausgekommen. Aber besonders ein Knackpunkt, um den es sich gehandelt hat, das waren Schiedsgerichte, das waren die sogenannten Privatschiedsgerichte, wo, wie gesagt, eine gedeelte Meinung ist, wo wir keinen Akkord gefunden haben, wo wir aber der Meinung waren, und da muss ich den Leuten, den Responsablen, die gesagt haben, wir kommen zeigen, den Debat, kommen zeigen, der Wort zurück, wenn man nicht präzise, wenn man keine Meinung haben als Parlament. Wenn es wirklich so knapp ist, wenn es so kontrovers ist, da kann man gucken, da kann man profitieren von den nächsten Wochen, für da, wie gesagt, eine definitive Meinung als Parlament zu haben, wo wir auch die Kommission damit befassen können, wo wir können sagen, dass das ist für uns wichtig, das sind als rote Linien, die wollen wir nicht überschreiten, da wollen wir nicht, dass der Druck geht, dann hat das Parlament eine Meinung und da wird die auch dabei gehört. Das wird dann, wie gesagt, aus den Decisionen gefallen, für darum zurückzugehen an den Handelsausschuss, für das die, wie gesagt, die Amendementen dann gucken. Der prinzipielle Knackpunkt ist, wie gesagt, Schiedsgerichte, wo wir natürlich der Meinung sind, dass das Privatschiedsgerichte nicht soll gehen, aber wo wir der Meinung sind, dass wir eine einmalige Chance sollen nutzen, für ein neues System zu erstellen. Und darin schafft die Kommission ja, und darin schaffen auch die Einzelparteien. Und das werden wir auch, wie gesagt, an den nächsten Wochen am Ende fertig bringen. Für da ein Instrument zu schaffen, wo Gitfrieden zufriedenstellend, damit das eine demokratische Kontrolle hat, was unabhängig Justiz als wat unabhängig Richter sind, wie gesagt, die sich speziell im Handel werden kümmern. Ich meine, das ist das, was man muss fertig bringen. Dann lo aus dem Moment dafür, das wirklich zu machen, für das an Platz zu setzen. Dann, wie geht es weiter? Ich hatte gesagt, am Internet nach ein Jahr dann geguckt, und da werdet wahrscheinlich die nächste Plenarsession hier zu Straßburg auf Tapet kommen. Das ist die erste Woche am Juli. Und ich meine, bis dahin sind wir bereit, wir können über den TTIP aufzustimmen, auf hier auch zu sagen, das ist also die Meinung vom Parlament und auch die Kommission abzufordern. Und dann ist ja nachher mal nicht geschieht. Ich meine, die Kommission verhandelt ja und das Resultat, was wirklich nur viel Leid noch einer Zeit, das geht ja dann nachher vom Parlament bewährt, geht nachher aufgestimmt, und auch von den nationalen Parlamenten. Ich meine, die Leute brauchen sich danach keine Angst zu machen, mit dem, was das Woche geschieht ist, mit dem Rückzug, dass da etwas soll Futti gemacht ist, etwas
soll geschitt sinn, dat es geschitt soll sinn, wat nimi kann gut gemerk gin absolut net. De richtige Wort de Wort iwwer den TTIP iwwer dat Freihandelsaufkommes werderecht am nächste Jahr sinn an dofir hummen a bessen Zeit fir wie gesot runnner schaffen hun neiser Position zu schaffen. Sonnech Merzi fir no kucken, Mä eng helle wohl einer Sugéen des Foch mit Zeit lebt als wie gesot fort. an ich freme schon op eng nächst Emissionioun an dem Moment da vu Bresen. Merci.